SRF Audio. SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönecker. Manchmal fängt eine grosse Karriere ganz klein an. In einem Kassenhäuschen vor dem Kino. 2,95 ist erster Platz. So hat Becky Probst ihre Karriere angefangen. Und heute gilt sie als Grande Dame vom europäischen Film, als Netzwerkerin mit Rückgrat, als Frau mit Stil und Hermes-Foulard meistens. Ihr Ruf ist legendär. Also ich sage immer, das Sliding Doors Prinzip. Ihr seid vor 2 Türen, gehe ich rechts oder gehe ich links. Mit einer anderen Tür wäre vielleicht ein anderes Leben rausgekommen. Und wer ihr begegnet jemandem, der Kino nicht nur liebt, sondern Kinogeschichte mitgeprägt hat. Kino kann nicht sterben. Man kann daheim Serien schauen, alles machen, aber ins Kino gehen, mit Leuten zusammen, auf einer grossen Leinwand, etwas sehen, ist etwas, wo man kann mit aller Technik, die da ist und die wird kommen, nicht ersetzen. Sie hat Weltstars mit MacherInnen vernetzt, Festivals kuratiert, die Berlinale zu einer der wichtigsten Filmmessen der Welt gemacht. Wir reden heute zusammen über das Geheimnis vom erfolgreichen Leben und wie sie die grosse Liebe von Istanbul in die Schweiz geführt hat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind im Fokus. Willkommen, Becky Probst. Herzlich willkommen. Ja, danke. Wer Sie treffen darf, nicht aussehen wie frisch aus dem Bett, habe ich mal gelesen. Ich habe mir Mühe gegeben. Für mich ein Treffen mit Ihnen, Katrin, ist auch eine neue Welt entdecken. Es gibt ein ganz schönes französisches Sprichwort, das sagt, l'aventure est au coin de la rue. Das Abenteuer ist ums Eck. Genau. Also, ich finde, jeden Tag kann man sich mit etwas überraschen. Und das ist auch heute so ein Tag, den ich Ihnen vorher erzählt habe. Ich hatte total einen anderen Plan gehabt. Nachher habe ich im Hotel, wo ich wohne, jetzt in Locarno, plötzlich eine Freundin getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich habe alles liegen, weil ich dachte, ich habe die Person nicht gesehen. Und es ist doch ein spezieller Moment. Wir sind beide in Locarno in die Auswahlkomitee gewesen. Wir haben eine Vergangenheit zusammen in Locarno. Und jetzt treffen wir uns hier nach einer langen Zeit. Und dann habe ich gedacht, das lohnt sich jetzt. Jetzt blieb ich mit dieser Person und machen wir a trip. Not to the future, but to the past. Wir treffen uns hier im Studio von RSI am Rand vom Filmfestival Locarno. Da werden ja nicht nur Filme gezeigt, sondern auch Filme, wie soll ich sagen, mitentwickelt. Es werden Fäden gespinnt im Hintergrund, also für die Filme von morgen, von der Zukunft. Was können Sie uns verraten? Haben Sie schon irgendetwas eingefädelt oder etwas Spannendes mitbekommen mit Ihren Ohren, mit Ihren Fühlern, was uns in Zukunft im Kino erwartet? Ich bin in Locarno als Gast. Ich komme sehr, sehr gern nach Locarno, weil es ist ein Festival von meinem Herz. Sie sehen, Locarno hat für mich nicht das Glanz und Glory vom Cannes, wo alles übertrieben wird. Locarno bleibt für mich noch eine humane Dimension. Man kann Leute treffen, man kann mit Leuten in einem Kaffee eine Stunde sitzen und über die Welt, Politik und Kinosituation. Man hat nicht diesen Stress, wo ein großes Festival wie Cannes ihnen gibt.
Sie sind relaxed. Piazza ist eine Erfahrung. Alle sagen so etwas, auch sogar gesagt, auf der Bühne, wenn die Filmemacher auf der Bühne stehen und sie können nicht glauben, sie werden gewisse Filme, denken sie, ich werde in der ganzen Karriere von dem Film nie so viele Leute haben, wie ich hier sehe, auf der vollen Piazza. Und das ist alles Locarno. Ich spüre Ihre Liebe für das Festival. Und Sie kommen ja eigentlich gerade zurück aus einem Remote-Monat. Sie waren gerade in der Ferien. Ja. Auf einer griechischen Insel. No Mails, no Phone, haben Sie mir gesagt. Ja. Jetzt sind Sie zurück im Rummel quasi, wenn auch als Gast. Aber trotzdem, Sie mischen sich unter die Leute. Sie kennen alle kennen Sie. Wie ist das für Sie? Was bedeutet Ihnen der Rummel? Oder vielleicht auch doch das Netzwerken noch immer? Oder anders, ein bisschen frecher gefragt, können Sie überhaupt anliegen in einen Liegestuhl und sagen, so, die Welt kann jetzt mal warten? Nicht für mich. Ja. Nicht für mich, weil es gibt 2 Arten, habe ich herausgefunden jetzt in meinem Alter, zum sich zurückziehen. Eine Art ist, okay, der Kapitel ist geschlossen, wo die jetzt von dem Welt, wo ich so aktiv war, gar nicht wissen. Okay? Dann gibt es eine zweite Art von dem Welt, wo ich so drinnen war, wo die immer wissen, was passiert. Ich wollte nicht alles abschneiden, Türen zumachen, nein. Ich wollte schauen, wie weit dass es geht, was passiert. Die Welt vom Kino und alles, was zusammenhängt, Festivals und alles, ist für mich sehr, sehr wichtig, weil das ist so ein grosser Teil von meinem Leben. Also ich bin nicht in der Lage, Türen zu machen und zu sagen, Leute, ciao, bye bye, ich bin weg. Sie kennen ja eben, ich habe es gesagt, Kreti und Pleti in der Branche. Die Menschen kennen Sie in dem Filmgeschäft. Sie haben, und über das werden wir noch reden, als junge Journalistin schon ganz grosse Berühmtheiten getroffen, Grace Kelly, oder Sie haben verhandelt mit der Meryl Streep, kann man lesen, Clint Eastwood, Francis Ford Coppola. Und man sagt, Sie sagen immer unverbeugbar Becky aus Bern bleiben. Wie haben Sie das geschafft? Was glauben Sie, was bildet Ihr Rückgrat? Wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe gern mit dem Gedanken zu leben, wenn ich sage, l'aventure est au coin de la rue. Für mich, jede Begegnung, okay, manchmal seid ihr total langweilige Leute, wo ich sage, oh Gott, das passiert, okay, ich bin nicht ein Engel, ich habe meine Nerven. Aber man lernt immer etwas, man entdeckt. Ich bin bereit, dank dieser Kuriosität, zum Probieren von neuen Sachen, die ich nicht könnte probieren. Aber wenn man ein Leben lang so viel Persönlichkeit trifft, auch je nachdem kleinere, grössere Egos, was glauben Sie, was ist das Wichtigste, wenn man Menschen kennenlernt? Was ist vielleicht auch der Schlüssel für Sie zu einem guten Gespräch? Erstens sollten wir uns, wenn wir mit jemandem treffen, können ins Gesicht anschauen. Und dann hätte ich schon das Gefühl, ist das für mich oder ist das für mich nicht? Mhm. Okay, man kann sich auch manchmal täuschen. Das passiert auch, dass ihr plötzlich eine Person trefft, die sehr schüchtern ist, die sehr reserviert ist und ihr seid da und erzählt und ihr seht keine Reaktion. Aber man hat auch einen Instinkt, ein bisschen wie die Tiere sich schmecken. Einfach, das, ja, ist die Person für mich. I mean,
ist die in meine Wellenlänge oder nicht? Und ja. Ich möchte später noch mal auf Ihre Art und wie Sie Ihre Karriere, Ihre doch filmreiche Karriere sich erschaffen haben, zurückkommen. Aber zuerst gehen wir zurück, wirklich weit zurück zu Ihren Wurzeln. Die liegen in der Türkei. Ja. In Istanbul sind Sie geboren. Wann, das weiss niemand in der Öffentlichkeit. Ihr Geburtsdatum, das behalten Sie nämlich geheim. Warum? Ja, ich meine, das ist ein Witz, diese Geburtstag. Ich habe mein Alter, es ist ein hohes Alter und ich habe, sagen wir, in den früheren Jahren die wie soll ich sagen, die Vorstellung gehabt, ja, komm, du musst nicht überall deine Alter erzählen. Leute sollen dir einfach so schätzen, wie du bist, jung und älter und so weiter. Mhm. Aber ja, und jetzt bin ich in dieser Position. Heute haben wir auch mit den Freunden, wo wir zusammen waren voran, gesagt, jetzt, die Generation, wo ich gehöre, ist, wir sind am Schluss von unserem Weg. Ich bin, was ich bin. Already in the last chapter. So you say to yourself, das hat mir ein Freund in New York gesagt, er war ein Kinobesitzer, Dan Talbot, quite a well-known guy. And he said, Becky, if you have the chance to be with friends somewhere, and those are friends that really mean something to you, don't postpone it. Wie heute, oder mit der Route? Exactly. Ja. Don't postpone it. Ja. Because you can always catch up with a film, those things. But other things, you can't catch up. And then you think, oh my God, why didn't I do it? Voilà. Und ich sage mir heute, und das sage ich mir wirklich jeden Tag, danke, danke, danke. Weil ich betrachte jetzt das als ein Geschenk. Jeden Tag ist ein Geschenk. Können mobil sein, können den Kopf brauchen. Klar, es kommt mit gewissen Nebenerscheinungen, aber trotzdem danke für alles. Ja. Nehmen Sie mich mit auf Istanbul. Sie sind aufgewachsen in einer sephardischen Familie, das heisst jüdisch prägt. Ja. In Istanbul. Was für Erinnerungen haben Sie, wenn Sie die Augen zumachen? Was denken Sie, wenn Sie an Istanbul Wunderschön. denken? Ich treffe sehr viele Leute, wo sie sich so beklagen, wie nicht schon ihre Jugendjahre oder die Ältere oder. Ich komme von einer Familie, wir waren 3 Geschwister. Ich bin die Letzte, wo man hat überhaupt kein Kind mehr wollte, weil meine Eltern haben dann wegen der politischen Situation in der Türkei und so weiter eine schwere Zeit gehabt. Aber okay, ich bin trotzdem gekommen. Und ich habe jetzt ein Teil von meinem Urlaub dieses Jahr ist es ein sehr schöner Urlaub, weil meine ältere Schwester, meine älteren Brüder sind nicht mehr da, aber Kinder von ihnen sind da und wir sind zusammen nach Griechenland und ich war so, wie ich gehe zurück in meine Kindheit, weil wo ich war in Griechenland, in Patmos, eine Insel. Es ist nicht Kahn, es gibt nicht riesige Gebäude, es ist alles sehr schlicht und sehr freundlich. Und mit dem wollte ich sagen, meine Erinnerung von meiner Jugend ist
eine wunderbare Erinnerung. Ich habe eine super Kindheit gehabt, mit Eltern nicht große Mittel gehabt, aber sie haben uns trotzdem die bestmögliche Education gegeben. Und also, wie gesagt, eine glückliche Kindheit. Können Sie mir eine Anekdote erzählen? Was haben Sie gemacht als Kind? Also ich glaube, am Samstag ist Kino Jeni Melek. Das ist, Jeni Melek, ja. Egal, ob Sie gewusst haben, welcher Film das läuft oder nicht, Sie sind ins Kino gegangen. Das ist unser Ding. Für mich mit meinen Gleichaltrigen und mit meinen Eltern der Sonntag. Also entweder bin ich mit meinen Freunden oder mit meinen Eltern den Sonntag. Und dann war grosser Ausgang. Nach dem Kino geht man in eine Patisserie, heißt Injik. Injik heißt Juwel. Juwel. Also Bijouterie. Ja, ein Juwel. In ein Juwel, voilà. Genau. Und das ist unsere High Moments. High Moments auch natürlich im Sommer. Wir haben 3 Monate Schulferien gehabt. 3 Monate. Oh wow. Ja, vom Ende Mai bis Anfang September. Und wir sind immer vom asiatischen Seite auf europäische Seite umgezogen, die 3 Monate, wir haben jetzt Haus gehabt. Und eine Straße, da sieht man sehr viel das in italienischen Filmen, eine Straße voll, die Häuser sind immer nebendran, alle Nachbarn sind zusammen, Griechen, Armenien, Juden, alles gemischt. Und alle diese Kinder am Nachmittag hat man müssen schlafen, aber am Abend war man draußen und hat man auf den Mann gewartet, wo Eiscreme Waage ist. Es ist richtig like ein Italien-Film, ich meine. Ja. Ja. Sie haben jetzt das beschrieben als ein grosses, wie soll ich sagen, grosses kulturelles Gemisch auch. Und trotzdem nimmt es mich wunder, die sephardische Kultur, wie öffentlich jüdisch, habt ihr können oder dürfen leben damals? Was hat Sie vielleicht auch? An was erinnern Sie sich von dieser Kultur? Meine Familie ist nicht religiöse Familie in dem alles hat müsse koscher sein und so weiter. Aber man hat Neujahr sehr schön gefeiert, weil das ist das große Datum, ist wirklich wie Weihnacht oder Rosh Hashanah. Man hat sehr groß gefeiert, auch Passover. Pesach. Also die Sachen sind natürlich sehr prägend gewesen, aber ich bin auch die erste in der Familie, wo ein Non-Jewish hat geheiratet. Oh. Wie war das gewesen? Und das ist natürlich nicht einfach gewesen, aber sie ist am Schluss akzeptiert. Sie hat Roland Probst sehr nette, gute und so weiter Person gefunden als der zukünftige Mann von der Tochter. Es hat sich alles sehr schön gelöst. Ich möchte noch mal zurückkommen auf Ihre Jugend oder auf Ihr Grosswerden in dieser Metropole Istanbul. Sie haben Jura und Journalismus studiert und dann gearbeitet als Journalistin. Sie haben für eine türkische Zeitung zum Beispiel von Hochzeiten berichtet. Also sind Sie zum Beispiel beim Fürst Renier III. Und Grace Kelly an der Hochzeit gewesen. Was war für Sie das Beeindruckendste in dieser Zeit? Ich stelle mir das wahnsinnig abenteuerlich vor. Sie als junge Frau unterwegs. Wie war das damals, wo Sie auf einmal in dieser Welt von der
ja, grosse Persönlichkeiten gelandet sind. Ja, große. Sophia Loren, Aga Khan, Begum, Mascha. Einfach, man sitzt, wie wir hier jetzt sitzen, und redet zusammen. So einfach. Ja. Darf ich Ihnen eine Anekdote erzählen aus meinem jungen journalistischen Dasein? Ja. Bei meinem allerersten Interview auf auch fast eine royale Persönlichkeit gestoßen, nämlich auf den damaligen Darsteller in den Sissi-Film, den König Franz Josef, den Karl-Heinz Böhm. Das war mein allererstes Interview für das Radio. Ich sitze ihm gegenüber, er schaut mich an, ich war etwa 17 und er sagt, «Wo ist Ihr Chef? Mit Ihnen rede ich nicht.» Ich war jung und bin eine Frau, er wollte einfach nicht mit mir reden. Oh yeah. Oh ja! Oh yeah. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich einen anderen Beruf einschlagen soll, aber da bin ich auch 20 Jahre später noch. Haben Sie so Momente auch erlebt? Haben Sie Durchsetzungsvermögen gebraucht als junge Frau früher? Nein, aber ich muss auch Ihnen sagen, wie ich früher gesagt habe zu Ihnen, die Zeiten haben sich so verändert. Ich meine, wenn ich alle diese Schauspielerinnen und so in Cannes interviewt hat, dann die Leute haben ihr auf der Straße getroffen, nicht mit Bodyguards und Assistentin und das. Heute ist ein Star, auch wenn sie nicht sehr groß ist. Sie hat mindestens 10 Leute um sich herum. Die können nicht an sie nähern. Zum Beispiel Unifrance, man macht Unifrance immer in Locarno auch in Empfang, aber es ist nicht die gleiche Art Empfang. Unifrance hat in Cannes Les Îles d'Oléron, das sind die 3 Inseln vis-à-vis von Cannes. Ja, die sind wunderschön. Und sie ein riesiges Picknick gemacht mit alles, Journalisten. Und ich konnte zu jedem gehen und reden, ohne dass mir ein Bodyguard gesagt hat, nein, stopp. I mean, also heute ist unmöglich an denen. Oder ihr wisst als Journalistin, ihr bekommt in einem Raum mit 20 anderen Journalisten 5 Minuten für sie. I mean, das ist total anders. Und ich habe wirklich, also wie gesagt, ich habe nie FM-Kritiker gemacht, aber ich habe also bei uns hat das geheißen VIP-Reporterin. Also ich habe sehr viel verbracht im Flughafen in Istanbul, sehr viel Zeit verbracht im Hotel Hilton. Einmal habe ich mir sogar mit einer gelben Perücke, blonde Perücke, in Istanbul in das große Markt, berühmte Markt mit dem Gold und Zeug und Geschichte, eine Reportage machen. Ich bin, I don't know, Schwedin oder eine Frau aus dem Norden kommt als Touristin und will den Teppich kaufen. Das war ihre Geschichte, ja. Und dann einfach geschrieben, die Preis, wie der Preis, den sie mir gegeben auf Englisch oder auf Englisch wahrscheinlich. Deutsch hat ihn dann nicht können. Auf Englisch und der echte Preis und so. No. Ich habe eine gute Zeit gehabt als Journalistin. Ich habe mich sehr amüsiert. Können Sie noch eine Anekdote erzählen? Weil ich glaube, Sie haben ja wirklich viele Menschen zum Teil in Cafés getroffen. Oder ich glaube auch Liz Taylor einmal auf einem, ich weiß nicht, in welchem Moment das war, aber Sie haben ihr geholfen bei einer Panne mit ihrem BH. Also Sie haben so echten Kontakt mit den Leuten gehabt. Ich, Elisabeth Taylor, I mean, nicht nobody. Wir sind beide in der Toilette vom Alten Palais in Cannes. Opening Night. Und sie ist da. Dann, und der Film, wenn ich mich nicht täusche, ist 20 Dinge Around the World von Mike Todd. Und sie ist Frau von Mike Todd. Und ich komme raus am Handwaschen oder so und sie steht neben mir und sie sagt, oh my God, my BH cracked.
So what are we going to do? And she asks me, do you have a pin? I said, no, I don't have a pin, but maybe I can get you one. Dann sind Sie etwas suchen, um den BH zu retten. Und ich bin nachher rauf, suchen, ob ich ihre eine Sicherheitsnadel finde, weil sie hat auch ein grosses Kapital gehabt in dieser Ding. Das müsse etwas solid sein. Und dann habe ich so etwas gefunden. Habe ich ihr das gepflegt and thank you very much. And yeah, I mean, those are things, good things of life. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wie sehen Sie dann den Glamour, die Welt, die irgendwie ja faszinierende und magische Welt rund ums Kino, auch mit den Menschen, die Sie prägen? Was denken Sie heute über das? Also, ich würde sagen, jetzt ist eine andere Art von Magie. Die Magie vorher war viel natürlicher, viel von einem Enthusiasmus, von einer gewissen Naivität geprägt. Heute ist mehr eine mechanical Geschichte. Mein Boss in Berlin, den ich auch sehr, sehr, sehr gern habe, Dieter Koslik, der Famose, hat mir nicht vor langer Zeit gesagt, wir haben wieder von den alten Tagen, wo wir in Berlin, also we were the Golden Triangle, Dieter, Wieland Speck für Panorama und ich in den Mark. Okay? Sehr erfolgreiche Kombination. Nicht wegen mir, aber ich sage, es war so. Und ich sagte am Dieter, weißt du, wir müssen aufpassen, wenn wir von dem reden, weil man sagt, im Alter hat man die Tendenz zu sagen, es war besser. Früher war alles besser. Und Dieter immediately, aber Becky, es war besser. Ja, es war besser, okay. Ja. Gehen wir doch zurück in die guten alten Zeiten. Ich möchte dort annehmen, wo Sie, und jetzt können Sie es korrigieren oder nicht korrigieren, ich glaube, die grosse Liebe von Ihrem Leben getroffen haben. Das war in Cannes. Dort haben Sie den Berner Kinokönig, den Roland Probst, getroffen. Und die Legende sagt, dass er Ihnen ziemlich bald, ziemlich gerade direkt, seinen Familienring geschenkt hat. Ja, 2 Tage später oder einen Tag später. Und die sind sie in Martinez gewohnt. Aber als ich ihn in dieser berühmten Uni-France-Picknick getroffen habe, und kaum sind wir vorgestellt, hat er mir gesagt, ja, Entschuldigung, aber er muss weg, weil er hat das Kind daheim. Okay. Weil ich habe einen anderen Schatz in Istanbul gehabt in dieser Zeit. Mhm. Okay. Also ihr seid beide vergeben. Okay. und dann sage ich, okay, er hat das Kind. Er sieht so jung aus und so. Und dann am nächsten Tag treffe ich ihn per Zufall an der Croisette und sage ich, ja, wie geht's dein Kind oder so etwas? Und er sagt, nein, das ist mein Hund. Okay. Okay, die Situation war klarer. Ja. Und ja, die Schwiegereltern waren da. Sie haben in dieser Zeit in Zürich gewohnt. Und am 2. Abend ist sie mir zeigen, Spezialität, und wie sie jetzt schon im Mai ist warm, Fondue. Und ich bin die ganze Nacht krank geworden nachher. Das fängt ja gut an. Aber was hat Sie, wie haben Sie können wissen, der Mann, der ist es? Ist es dann für Sie auch die Liebe vom Leben gewesen? Also Kinowelt. Er präsentiert für mich Kinowelt. Er sieht gut aus. Das ist auch ein Pluspunkt. Er ist charming.
wir können zusammen reden, lachen. Er hat mir nach Bern gebracht, mich Bern zeigen, und wo sie ein Kino planen. Alhambra ist gekommen nachher. Und also, ich würde sagen, er hat mir sehr imponiert. Sehr eine nette Familie. Und für sie, für die Ältere, wer ist die Frau? Diese Unbekannte aus Istanbul und so. Und der Vater vom Rolli Probst hat einen Detektiv engagiert in Istanbul. Ach du meine Güte. Ja, und der Detektiv kommt zu unserem Apartment, wo wir wohnten, und Concierge ist unten. Und der Detektiv, ich weiß nicht, was das hat gekostet, aber kommt zu diesem Concierge, Concierge hat mir gesehen, wie ich bin in diesem Apartment geboren. Also, Er kennt sie. ja, und ja, it was a funny story. Wir haben nachher immer gelacht, wie viel hat dieser Schwiegervater bezahlt zum Concierge gehen. Ich meine, auf die Familie, ja, zum Schauen, wer sind die Leute? Ich meine, stell dir vor, für einen Schweizer sehr geschlossen Ja, ist. sie machen mit den Händen so einen kleinen Gartenhag. Ja, ich verstehe, Voilà. was Sie meinen. Für eine Schweizer, eine Frau aus Istanbul, Journalistin, was ist das? Und, was hat der Detektiv nachher gesagt? Wissen Sie Der das? Detektiv hat die beste, wir seien sehr eine gute Familie und so, ja. Gut, und dann ist noch... Er hat nicht gewusst, dass wir den Concierge bezahlt. Aber dann ist ja noch Ihre Familiengeschichte. Eben, Sie haben es vorher angetönt, er war der erste Partner, der erste Mann in der Familie, der nicht jüdischer Abstammung war. Ja. Was haben Sie Ihren Eltern gesagt, um das Vertrauen zu gewinnen? Also meine Eltern, meine Mutter ist meine Mutter hat können Diplomatin sein. Sie war Chignoral. Mein Vater hat gesagt, er redet mit mir nicht mehr. Das hat ein paar Monate gedauert. Oh. Und dann eine Freundin von der Familie, wo alle haben als die, wie sagt man auf Deutsch, la femme sage, wo immer Lösungen hat, die weiße Frau, die kluge weiße Frau Frau, oder ja. so, hat zu meinem Vater gesagt, so, tu doch nicht so, das ist eine grosse Liebe von deiner Tochter und bla bla bla. Und dann ist der Rolli Probst selber gekommen nach Istanbul, hat sich vorgestellt und er hat können mit seinem Charme spielen und hat er gut gespielt. And so, that was it. Und dann ist Becky Probst irgendwann so rund um 1960er Jahre auf Bern gekommen. Und sie sind als allererstes im Kinohäusli vor dem Kino Alhambra am Arbeiten gewesen. Und ich glaube, sie hatten einen legendären Satz als allererstes gehabt. 2,95 ist erster Platz. Das war der Eintritt. Wahnsinnig wenig damals. Ja. Ja, kein Deutsch. Schau, in Notre-Dame de Sion ist eine französische Schule von Religiösen. Das heißt, in dieser Schule, die nicht Christen sind, das heißt, die Juden, die Moslemen, nur für Mädchen, Uniform, sehr streng, die haben in der Zeit, wo die Christians Religionsstunde haben, die haben Moral. Was ist im Leben gut, was ist böse, was man darf nicht machen, die 10 Commandments und so weiter. Und wie gesagt, ich meine, wir haben dort, klar, ich meine, in dieser Schule haben wir
als Hauptsprache Französisch, wenn Geografie und Geschichte ist auf Türkisch gsi und als Fremdsprache haben wir Englisch gehabt. Also mit Deutsch gar nicht. Und ich komme nach Bern und ich merke, jeder hat Deutsch, Schweizerdeutsch und auch die Leute, die wegen dem Rolli nicht sie reden 2 Sätze Französisch und dann wird Schweizerdeutsch. Ich habe mir gesagt, nein, das geht nicht. Ich muss sofort die Sprache. So, dann ist in Bern an der Effingerstraße eine Berlitz-Schule. Bin ich dort geklopft. Ja, aber die sind Kurate. Ein Tag habt ihr Wäsche, ein Tag habt ihr das. Ich habe gesagt, nein, wenn ich eine Fälle wegen Wäsche oder etwas, könnt ihr mir rausgehen. Ich will die 6 Monate sehr ernst jeden Tag vom 9 Uhr morgens bis 3 am Nachmittag und dann noch Aufgaben daheim. Was ist rausgekommen nach 6 Monaten, ist Hochdeutsch. Aber nachher beim Film Schweizermacher lernt ihr Schweizerdeutsch mit dem Ohr. Mit dem Ohr, mit den Leuten reden und so weiter. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, Sie sind so eine weit gereiste, offene Frau gewesen. Und dann kommen Sie auf Bern, sind in dem Kassenhäuschen und sind auf einmal, ja, wie bei einem neuen Anfang. Wie war das für Sie gewesen, das Landing in der Schweiz, das Ankommen? Ich musste mir lernen, dass in der Schweiz andere gewisse Sachen anders laufen. Was? Zum Beispiel, wenn jemand sagt zu euch oder ich jemandem sage, als junge Ehefrau, die nicht einmal im Leben ein Ei gekocht hat, seid ihr da? Was macht ihr so? Irgendwie muss man etwas auf den Tisch bringen. Dann Kochkurse. Sofort. Deutsch. Sofort. Auch sich gewöhnen. Ich darf nichts vergessen. Das heisst, ich kann nicht am Abend beim Nachbar rufen, habt ihr mir ein Stück Brot, weil ich habe Brot vergessen. Das ist nicht so gut. Hier muss jeder seine Dinge selber führen. Jeder für sich. Okay. Wie ist das? Wie einfach ist das gewesen? In der Türkei klopfst du und sagst, du, ich habe Brot vergessen, kannst du mir ein Stück Brot geben? Ja. Bringe dir morgen ein. Das ist nicht gut. Türen immer nicht schließen in der Wohnung. In der Wäschküche alles selber, auch wenn ein Stück I don't know, Staub am Boden ist, gibt's, weil man muss nicht vergessen, in diesen Jahren hat es nicht viele Ausländer gegeben. Also wenn ich in einem Tram bin, Leute haben geschaut, you know, okay, oder in der Kinokasse. Wer ist diese mysteriöse Frau da? Exotisch looking. Sie sind immer mehr in das Filmgeschäft hineingewachsen, auch in die Kinowelt. Sie haben dann eine Art, irgendwann eine Stabsübergabe gehabt. Sie haben irgendwann ein Geschäft von ihrem Mann, mit ihrem Mann übernommen, die Queenies noch erfolgreicher gemacht. Das ist ja noch spannend. Ist das für Sie wie eine Art Rollenumkehr gewesen? Oder wie war die Situation als Paar, wo Sie auf einmal, ich habe das Gefühl, aufs Gaspedal gedrückt haben? Ich musste. Mein Mann und ich sind wir nach 25 Jahren geschieden. Ich konnte meine Teile
in den Kinos behalten. Und ich habe die Programmation übernommen ganz. Und mein Mann ist nachher, er ist immer noch in den Philippinen. Er ist mein bester Freund. Wir haben ein super Schön. Ding. Ihr habt zusammen eine Unser Tochter. Leben ist sich geteilt. Und ich wollte in dieser Kinowelt bleiben. Und und es ist not the War of the Roses. Ihr habt zusammen eine Tochter bekommen. Sie haben gleichzeitig die Kinos übernommen. Wirklich Erfolg aufgebaut, einen nach dem anderen. Die legendären Queenies weiter aufgebaut. Und Queenie ist der Name von unserem Bulldog. Wie haben Sie das alles zusammen geschafft? Also ich meine, heute redet man von Vereinbarkeit. Wie haben Sie das alles geschafft, so eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu sein und gleichzeitig auch da zu sein für Ihre Tochter? Ich habe mir nie, und das sage ich wirklich sehr, sehr ehrlich, nicht als eine Exception vorgenommen, weil ich eine Frau bin. Ich bin ein Mensch. Man zeigt mir, ich bin in dem Job, ob ich Hose trage, wo wir auch sonst tragen oder nicht. Es ist mir nie im Sinn gekommen. Heute ist das ein Thema. Und das sind Sachen, wo ich sage, wegen dem sage ich, wir sind privilegiert gewesen. Irgendwie, wisst ihr, wie man, wenn man ein Kind ist und wenn man noch in dieser Naivität ist, hat man nicht Gedanken, Hintergedanken und wie und warum. Man geht einfach. Das Kind läuft einfach. Heute ist anders. Ja. Und Sie haben ja die Kinos mehr als 50 Jahre geführt, bis 2015. Über all die Jahre haben Sie also das Kino als Publikum können beobachten. Wie hat sich das verändert? Was würden Sie sagen, was ist die grösste, weil wir langsam nicht mehr so viel Zeit haben, was würden Sie sagen, was ist die grösste Veränderung gewesen? Man sollte bessere Filme machen. Ja. Alles liegt dort. Bessere Filme machen. Man kann nicht einfach heute denken, viel jüngere Leute, die in die Welt hineinkommen, ja, man kann mit dem Handy einen Film drehen und so. Ich habe nichts gegen die neue Technik. Ich verstehe sie nicht, aber ich habe nichts dagegen. Aber ich sage, das Publikum erwartet etwas, was im Kino geht. Er zahlt, manchmal müsst ihr sogar Babysitters haben, für ins Kino gehen. Es kostet etwas. Und er will the value of this bekommen. Was ist für Sie ein guter Film, wenn Sie sagen, hey, das müsste qualitativ einfach besser werden? Ein guter Film ist ein Film, der euch trifft, berührt, der euch mitnimmt. Und das spürt ihr nach 25, 30 Minuten. Dann sagt ihr euch, das läuft nicht. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Aber bei Ihrem, ja doch schon fast filmreifen Leben hat sich so ergeben, dass Sie nicht nur die Kinos in Bern hatten, sondern auf einmal auch internationale Beziehungen aufgebaut haben. Wie haben Sie das geschafft, das aufzubauen, Ihr Netzwerk? Also, ich habe es vorher erwähnt, Sie haben den European Film Market zu einem der bedeutendsten Märkte der Welt gemacht. Sie sind in der Programmkommission von Locarno, Direktorin von Filmfestivals. Wie haben Sie es geschafft, Ihre Fühler so auszustrecken, dass Sie sich das Netzwerk aufbauen können? Wir waren sehr privilegierte Menschen. Weil in der heutigen Zeit, das wäre ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Ja. Irgendwie, das Timing hat gerade passt an dem. Und wegen dem sage ich, wir sind sehr privilegiert. Ja. Und dass die Sache sich zusammen einkettet, wie eine Kette. Das braucht manchmal auch ein bisschen Glück, oder? Und, ja, aber ich glaube schon auch ein Gespür, oder?
Also ich sage immer, das Sliding Doors Prinzip. Ihr seht vor 2 Türen, kann ich rechts oder kann ich links? Und da entscheidet sich sehr viel. Welche Türe nehmt ihr? Und das ist, ich glaube, der Privileg, das man hat, für den Moment die richtige Tür ausgewählt. Ja, mit einer anderen Tür wäre vielleicht ein anderes Leben rausgekommen. Was ich auch gelesen habe, was sie zu einer grossen Vermittlerin und Verhandlerin gemacht hat, ist auch, dass sie Prinzipien hatten. Und Sie haben jetzt schon ein paar Prinzipien gesagt. Sie wollen immer die Menschen gut behandeln, wenn sie das erste Mal treffen. Ich weiss nicht, wie es ist beim zweiten Mal. Und sie haben auch gesagt, hey, ich finde keine Gratiskultur. Ich finde, Arbeit oder Wertschätzung hat auch einen Preis. Of course. Das finde ich etwas Spannendes. Ja, weil ich meine, ihr wisst, ihr lauft hier in der Straße und Leute kommen und wollen euch irgendetwas, eine Rose in der Hand drücken und so. Also alles das für mich hat nicht funktioniert. Alles so gratis geben und so. Ich habe gesagt, Leute schätzen, wenn sie müssen für etwas, was sie bekommen, zahlen. Je nachdem, wie die Situation ist, könnt ihr denen entgegenkommen oder nicht entgegenkommen. Aber das Prinzip ist, it's a deal. You give me something, I give you something. Und das hat funktioniert. I mean, mit Harvey Weinstein in Berlin, bon, er ist jetzt in der Gefängnis, aber in Berlin mit Harvey Weinstein war eine riesige Diskussion. Er sagt mir, er wollte einen Stand, der komplett von dem Lärm geschützt ist. Wie kann ich in einem Museum, wir sind in einem Museum, Martin Gropiusbau, im Stand, und dann bin ich mir erkundigen, wie ist es mit der Technikabteilung von Berlinale. Kann man etwas so bauen? Kann man irgendwie, ja, es kostet. Und dann ich bin zu ihm, es kostet so viel, es hat sogar 20.000 kostet dieses spezielle Ding, damit hier kein... Well, but that should be große Diskussion. I said, you know what, Harvey, you take it or you leave it. Und? Hat er es taked? Hat er es genommen? Ganz kurz noch zum Abschluss. Ja. Nimmt es mich wunder, was Sie und wie Sie über den Film von der Zukunft denken. Sie, die das Filmbusiness über die Jahrzehnte haben gesehen wachsen, auch die Filme, die entstanden sind im Kino, fürs Kino. Welche Wünsche und welche Sorgen haben Sie? Meine Wunsch ist, Kino kann nicht sterben. Man kann daheim Serien schauen, alles machen, aber ins Kino gehen, mit Leuten zusammen, auf einer grossen Leinwand, etwas sehen, ist etwas, wo man kann, mit aller Technik, die da ist und die wird nicht ersetzen. Meine Sorge ist, dass Leute von Kindern, vom kleinen Kind, ihnen die Liebe geben für Filme. Und nicht immer die Kinder, wie ich heute sehe, mit ihrem kleinen Tablet, alles auf diesem Tablet. I mean, ja, das ist meine Wünsche. Ob das erfüllt wird oder nicht, I don't know. Der Schweizer Film aus einer Perspektive, wie Sie haben, also Sie können ja das wirklich anschauen, aus einer internationalen Brüllensicht. Wie schauen Sie auf den Schweizer Film 2025? Wisst ihr, man hat mich nach Holland eingeladen, an einem runden Tisch. Wieso läuft der holländische Film nicht? Und ich habe gesagt, das gleiche Problem wie der Schweizer Film. Die Sprache ist manchmal ein Handicap. Weil wir sehen in der Schweiz 4 verschiedene Kulturen in a way, oder? Und nicht jeder Film ist für Suisse romande, Suisse allemande, Suisse italien. Es ist eine schwierige Geschichte mit dem Schweizer Film. Das ist für mich eine der größten Handicaps ist die Sprache.
Und manchmal, sagen wir, einen Film en Suisse-Allemand zu synchronisieren en Suisse-Roman, ça marche pas toujours. Das ist... Und trotzdem, ich meine, Sie haben so viele Sachen gross gemacht, literally in Ihrem Leben. Wenn Sie jetzt den Schweizer Film müssen promoten, wie würden Sie das machen? Wie würden Sie den Schweizer Film unter Ihre Fittiche nehmen? Ich muss nicht machen, wenn der Schweizer Film gut ist, tut er sich selber promoten. Wie gesagt. Also die beste Promotion ist ein guter Film. Ja. Was können Sie uns empfehlen? Was geben Sie uns mit auf den Weg in die Nacht, wo man es vielleicht hört? Was ist der letzte Film, die letzte Serie vielleicht auch gewesen, wo Sie gesehen haben und uns mitgeben als Empfehlung? Ich muss Ihnen sagen, vor ein paar Wochen ist im Arte beim Zappen. Ich schaue nicht viel Fernsehen, aber ich habe zappet nach der Tagesschau oder so. Ja. Bin ich Les Demoiselles de Rochefort, Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Jacques Demy, der Regisseur. Ich pense, mais such a film. Ja, such a film. Ich muss sagen, also die Filme in dieser Größe, wo packen die Leute, oder zum Beispiel der Herr Morandini, ein guter Verleih vom Tessin, hat diese Film, italienische Film gehabt. Dir habt das wahrscheinlich auch gesehen. Schwarz-Weiß, die ganz einfache Frau, die plötzlich lernt, sie kann stimmen. Ah, ja. Eben. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Okay. Genau. Also ich habe gefunden, der Film hat wahrscheinlich nichts gekostet. Ich bin 3 Mal geschaut. Really. So schön. Jetzt habe ich gesagt, heute in diesem Gespräch, Sie haben ein filmreifes Leben. Es klingt ein bisschen cheesy. Wenn Sie zurückschauen über all das, was wir jetzt geredet haben, über Ihr Leben nachdenken, finden Sie es selber eigentlich so spektakulär wie in einem Film? I don't know. Das würde die Leute vielleicht nach mir müssen sagen. Hat sie einen Film reif gehabt? I don't know. Ich weiß, ich habe ein sehr interessantes Leben gehabt. Das kann ich sagen. Und ich habe ein sehr interessantes Gespräch gefunden. Danke vielmals für Ihre Offenheit. Danke für Ihren Besuch bei Fokus, Becky Probst. Danke. Anregungen, Gedanken, Feedback zu dem Gespräch gern via fokus.srf.ch. Becky Probst, Grand Dame vom Schweizer Film, ist zu Gast gewesen. Mein Name ist Katrin Hönecker. Und der letzte Song kommt von der Becky. Entweder Beatles, Sie dürfen auswählen, wo Sie mir angegeben haben, Yesterday, oder Gilbert Bécaud, Je reviens te chercher. Ich glaube, Yesterday wäre eine gute Sache. Wieso haben Sie den Song mitgebracht? Was bedeutet er Ihnen? Ja, Yesterday, wenn man den Song hört, ich werde sehr nostalgisch. Ja. Danke vielmals. Danke. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.